Hallo zusammen, du bist Crown Cletus oder Chris. Hoffe es geht euch gut, hoffe ihr habt ein schönes Weekend gehabt. Ich kann euch vielleicht noch an das letzte Video erinnern, falls ihr das gesehen habt. Genau die gleiche Map, Demeter oder Demeter. Das Mal bin ich mit dem Krone Swiss oder mit dem Crown Swiss hier am Spielen. Hat sich ja netterweise auch eine Xbox One gekauft, wegen dem Titanfall vor allem. Vielleicht auch ein bisschen wegen mir, aber auch schon wegen dem Titanfall. Also, und er hat ja mein Video netterweise auch geschaut und hat somit gewusst, wie man hier etwas so ein bisschen vorgeht, eben gerade beim C ein bisschen bewachen und so. Und dann haben wir hier locker flockig mal ein bisschen losgelegt, haben eben gesagt, schau, schnappen wir uns A und B am Anfang und schauen, dass wir dann einfach Vorherrschaft über das B sicher haben. Sind dann hier auf Gegner getroffen, die jetzt vom Skill-Level sicher nicht das oberste oben in der Rangliste wären. Und rein von dem her haben wir eigentlich ein relativ einfaches Spiel gehabt, das aber sehr gut ist gelaufen für uns zwei. Und ihr seht, wenn man hier hinten das C geht reinnehmen, es gibt ja durch ein paar dunkle Ecken, um ein bisschen zu warten. Und es ist jetzt schon manchmal einer nebendurch gelaufen, wo ich hier oben am Warten war. Und klar ist es ein kleiner Camperspot, aber wiederum, wenn man etwas einnimmt, ist es eben schon sinnvoll, wenn man sich in eine gute Situation bewegt und nicht einfach neu mit drinnen bleibt stehen. Und mit der Zeit kommen wir die Spots ja auch. Wenn ich ins C reinsäckle, dann schaue ich immer dort oben rein, ob der eine am Warten ist. Und rein von dem her ist es wirklich zu empfehlen. He? Müsst euch also auch nicht allzu campig und schäbig fühlen wegen dem. Also ihr seht, Swiss und die haben Titans am Start. Und sie jetzt bekannterweise doch mal ein bisschen das B am Verteidigen. Und der Vorteil ist eben ganz klar, wenn man zu zweit unterwegs ist, hilft es extrem, Gegner zu spotten. Man kann auch erwähnen, wenn einer einem auf dem Titan oben klebt, kann der auch easy wegpfeffern. Und ihr seht es vielleicht noch, ich bin Level 50, Generation 2. Und ich habe das ein bisschen spät geschnallt. Wenn man dann zu Generation 3 wechseln will, reicht es nicht nur zu Level 50 zu kommen, sondern man muss dann auch mit der 40 mm Kanone, die Titans haben, 200 Gegner killen. Das können Piloten sein, das können Ground Spectres sein, was auch immer. 75 Titans, glaube ich, muss man killen. Und dann muss man mit der Pumpe wieder 200 Gegner, eben, egal was Führige, und echt 75 Piloten. So war es, wenn ich mich nicht täusche. Und jetzt mit jeder Generation sind es dann andere Sachen, andere Waffen. In den späteren Generationsaufsteigen, in den Herausforderungen wird es dann immer wie ein komplexeres Zeug geben. Aber auch nichts, das man jetzt nicht schafft, wenn man ein Zeitchen zockt. Und von dem her bin ich jetzt hier schon ein Zeitchen Level 50 und habe versucht, die ganzen Herausforderungen abzuschließen. Das mit der Pumpe habe ich geschafft. Und jetzt bin ich eben hier an den 40 mm vom Titan noch dran gewesen. Ja, also heute Sonntag mal wieder am Stück ein bisschen zocken und dementsprechend ein bisschen vorwärts kommen. Mittlerweile bin ich Generation 3, Level 7, das spielt ja nicht so eine Rolle. Und jetzt habe ich eben auch gesehen, dass man bei den Herausforderungen ganz unten die Herausforderungen anschauen kann, die man für die nächste Generation braucht. Und jetzt eben für Generation 3 zu 4 muss man dann mit der Plasma klare Kills machen bei den Titans. Ich glaube auch wieder in dem Verhältnis, wenn ich es vorhin gesagt habe. Und bei der Pistole ist es die erste kompakte R97 oder irgend so etwas. Ich bin mir nicht einmal mehr sicher, wie die genau heisst. Aber auch die erste Maschinenpistole, die man schon ganz früh freischaltet. Das ist von dem her eigentlich noch chillig. Mit der habe ich allgemein immer viel gespielt. Das mit der Plasmaknarre wird sehr schwierig, weil die habe ich eigentlich ein bisschen bescheiden gefunden bisher. Und bin nicht ganz sicher, aber muss man noch irgendwie mit dem C4 ein paar Sachen machen. Aber das ist ja eh chillig. Das C4 habe ich auch schon sehr gerne. Auch wenn es sich ein bisschen anders handhabt und auch ein bisschen behäbiger ist eigentlich als im Call of Duty, ist es eben gleich. Es ist immer wieder ein wunderschön, das Teil anzuwenden. Wunderschön ist natürlich auch, wenn man das Schild rauffahren kann. Beim Ogre Titan, für die es noch nicht wissen, es hat ja jedes Titan-Chassis eben andere Eigenschaften. Und wenn wir jetzt gerade beim Ogre anfühlen, der ja am besten panzert ist, dafür aber am schwerfälligsten, der hat als Spezialfähigkeit noch ein besseres Schild, noch eine bessere Panzerung in dem Sinn. Also das ist einfach richtig der Tank. Und wenn wir dann zum Atlas gehen, der ja in der Mitte ist, mittlere Geschwindigkeit, mittlere Schilde,
Der hat dann auch die Spezialfähigkeit, das wissen die meisten, mehr Power. Und das ist natürlich auch ganz geil. Du machst, glaube ich, doppelten Schaden. Ich sage jetzt einfach mal etwas, aber auf jeden Fall mehr Schaden. Und der Strider, der ja am flinksten ist, aber dafür am schwächsten panzert, der hat als Spezialfähigkeit, dass er viel länger Jet boosten kann. Und das ist eigentlich alles sehr interessant, weil gerade der Strider, der sehr flink ist, wenn man den ein bisschen im Griff hat, kann man mit dem wirklich unglaublich reisen. Wenn er von künstlicher Intelligenz gesteuert wird, kann man ihn fast nicht brauchen. Ausser man schaltet dann auf Level 49 die Verbesserung frei, wo man beim Piloten-Kit 2, glaube ich, einschalten kann. Dass dann eben der Titan treffsicherer ist und allgemein besser. Und dann geht es einigermaßen. Aber sonst, wenn ihr eigentlich lieber allein unterwegs seid und der Titan selber machen, ist der Ogre auf jeden Fall zu empfehlen, weil er halt einfach am meisten aushaltet. Aber es muss nur ein Gegner sein, der einen Rodeo reiten und dann kann er ihn so abkassieren, ohne dass der Titan etwas dagegen machen kann. Was ich nicht sicher bin, ist, man kann ja hier die komische Partikelwolke oder so ausstoßen, die Piloten fertig macht, die einem übernehmen oder eben Schaden zuführen. Ob der Auto-Titan das auch wird auslösen selber. Ja, das müsste genau den Nebel, den ich jetzt sogar rausgekickt habe, müsste ich mal ausprobieren. Und ihr seht, mit Titan haben mittlerweile Schaden genommen, aber ich habe immer geschaut, dass sich die Schilder wenigstens regenerieren können. Und klar habe ich jetzt nur noch halbe Lebensenergie, aber eben, solange das die Schilde immer wieder voll rauf können, hat man es eigentlich wirklich gäbig und kann dadurch auch sehr lange das B verteidigen. Ich meine, der Swiss und ich leisten hier richtig gute Arbeit. Der Gegner hat eigentlich sowas von keiner Chance. Und dadurch können wir so gut ertragen, dass wir momentan nur das B haben. Weil man kann sich ja punktemässig jeweils schnell ein bisschen ausrechnen, wie weit das man eigentlich fortschreiten muss, um dann gleich noch zum Sieg zu kommen. Und dann kann man sich zum Teil auch ein bisschen Spielerei erlauben und halt weniger Hardpoints einnehmen, damit das Game noch ein bisschen länger geht. He? Und man vielleicht noch 1-2 Kills mehr machen kann. Man kennt es ja sicher aus dem Call of Duty, wo gewisse Leute sich im Domination aufgeregt haben, weil man eventuell Triple capped haben und weil sie vielleicht nur einen Moab geschafft hätten oder was auch immer. Das haben wir heute eben auch schnell besprochen, das nächste Call of Duty. Es wäre eigentlich schon zu hoffen, dass... Wer macht jetzt? Weder Infinity Ward noch Treyarch, ist es echt... Beachhead oder so, I don't fucking know. Auf jeden Fall wäre es cool, wenn es auch wieder gut würde werden, das Call of Duty, dass sie eben motiviert sind durch das Titanfall, mal etwas Frischeres zu probieren. Und ich weiss, viele Call of Duty-Spieler wollen eigentlich gar nicht hören von etwas Neuem, wollen lieber beim Alten bleiben. Aber ja, jetzt haben wir doch mittlerweile schon 2-3 Mal eigentlich das gleiche Call of gesehen, auch wenn es ein paar neue Sachen dazu gegeben. Ja, wie wäre es mal mit etwas frischem Wind? Es wird sich zeigen, ob sie den Mut haben. Bis zum Zeitpunkt vom Call of Duty Release werde ich ganz sicher im Titanfall bleiben und mit der höchsten Wahrscheinlichkeit auch noch anschliessend, weil ich kann mir noch gar nicht vorstellen, was das Call of Duty momentan bieten kann, um mich von diesem Game wieder vollends zu überzeugen, weil die dynamische und wirklich extrem geniale Steuerung vom Titanfall macht das ganze Spielerlebnis schon so flüssig, angenehm und eben auch unterhaltsam. Im Titanfall gibt es wirklich selten Frustmomente. Und das hat auch damit zu tun, dass man immer das Gefühl hat, dass man ständig in Action ist, auch wenn es vielleicht gar nicht so viel läuft mit gegnerischen Piloten. Aber eben die Spectres und Grunts und Titans und einnehmen und flüchten und springen und guten Spot suchen. Es ist Gang für Unterhaltung zu sorgen. Die Games sind so schnell durch, obwohl dass sie... Ja... Man geht das Domination auch so lange wie bei einem Call of Duty dauern. Und rein von dem her wird man einfach wirklich super unterhalten. Ich würde jetzt nie sagen, dass ich never ever mehr ein Call of Duty kaufe. Aber ich werde es anschauen. Ich denke, ihr habt es schnell auf was ich raus will. Und wir nähern uns hier ganz langsam am Ende zu. Und damit ich noch ein bisschen Punkte verbuchen konnte, ist es eigentlich darum gegangen, hier noch kurz C einzunehmen. Und klar hätte ich hier vielleicht noch ein bisschen Kills holen können. Aber hey, was soll's? Alles fürs Team. Und Punkte einzunehmen gibt gute Punkte. Wenn man es hier bis zum Schluss geschafft hat, das Abgefahrene ist, ich bin jetzt nie gestorben. Vielleicht ist es noch aufgefallen. Also das war ein 25:0 gewesen. Und das hat mich richtig überrascht, weil es hat sich
keine Ahnung, eben, ich schaue so selten. Ihr habt jetzt auch gesehen, ich habe jetzt nicht oft in dem Sinne Select gedrückt, um zu schauen, wie es aussieht. Ich bin so im Fluss drin, ich genieße einfach das Game. Und wenn man öfter stirbt, okay, es kann auch ein bisschen frustig werden, aber hey, man hat dann gleich wieder gute Momente. Und zwischendurch gibt es wirklich so ein geniales Game, wo man einfach im Fluss ist, wo einfach gut läuft. Und dann bin ich aber schon froh, dass ich mit der Elgato konstant ein bisschen im Hintergrund am Aufnehmen bin und so näher kann die Gameplays recorden, die eben wirklich gut gelaufen sind. Merci auch dem Swissdom für seine Unterstützung. Er hat definitiv auch ein sehr schönes Gameplay gehabt. Und dann haben wir schön gezeigt, wo der Hammer hängt. Coole Sache gewesen, ey. Merci vielmals für zuzuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Game, habt ihr sicher gemerkt, hat mir wirklich sehr viel Spass bereitet. Schön zusammen.